Pozdrav vsem gostom našega posveta in vam obiskovalcem. Rad bi vas samo vse skupaj pozdravil, guten Tag sagen, in vse ostale besede tega posveta, opis tega posveta, zakaj smo ga organizirali, kako smo ga organizirali, bi pa pripustil profesorju Haraldu Hepnerju. Harald, bitte. So, verehrte Kolleginnen und Kollegen aus Ljubljana und von anderswo, ich darf Sie zunächst sehr herzlich begrüßen und bedanke mich, dass wir alle hier und jetzt zusammenkommen, dass natürlich wir vom Humanistischen Forum eingeladen sind, unsere Gedanken auszutauschen und sowohl in Bild und Ton und später auch noch im Text jenen, die nicht anwesend sind, von unseren Ergebnissen zu berichten. Wie bekannt ist das Humanistische Forum hier in Ljubljana darum bemüht, immer wieder von neuem, seit vielen Jahren und mit großem Erfolg, die kritische Reflexion gegenüber Phänomenen der Gegenwart, insbesondere in Europa südöstlich des Westens, ein Terminus, der hier aus dem Hause stammt, nicht aus dem Modellhause, sondern aus dem Hause des Humanistischen Forums. Und dabei natürlich auch die Dimension Geschichte einbeziehen muss, weil sich viele Phänomene der Gegenwart ohne den Rückblick in die Vergangenheit wohl schwer erklären lassen. Und dazu gab es das Format von Tagungen, von internationalen Tagungen und Publikationen. Und heute sind wir dabei, ein neues Format zu suchen und zu proben, nämlich das Diskussionsformat mit Einbindung des Publikums. Und die Drucklegung wird dann noch folgen, um damit auch, wie schon gesagt, nachvollziehbar zu sein. Wenn wir das Thema Denken über Europa südöstlich des Westens hernehmen, dann ist ersichtlich aus der Satzkonstruktion, aus der Titelkonstruktion, dass es südöstlich des Westens etwas gibt, das es jetzt anzusprechen gilt, dass damit ein wie immer gearteter Westen eine gewisse Rolle dabei spielt und das Ganze durch den Rahmen von Europa umgeben ist. Aber es ist klar, dass vieles von dem, was heute beobachtbar ist, in verschiedenen Teilen Europas und so auch im Südosten, auf eine lange Vorgeschichte zurückgeht, weshalb es notwendig ist, und das ist das primäre Ziel unserer heutigen Diskussion, die longue durée, also die lange Zeitbetrachtung im Hintergrund einzubeziehen, weil ich glaube, dass vieles von dem, was die Gegenwart darstellt, ohne den Rückblick meist auf mehrere Jahrhunderte nicht erklärbar ist. Und zwar weniger aus antiquarischen Gründen, da war mal vorher was, oder war vorher was, oder war vorher was, also aus faktischen Ursachen, sondern aus funktionalen. Viele Komponenten von heute haben ihre jahrhundertelange Vorvergangenheit. Und wir haben ein sehr illustres Publikum am Podium, das wir aus folgenden Gründen ausgewählt haben. Frau Gabriela Schubert, wenn ich bei ihr beginnen darf, sie kommt also aus Norddeutschland, ist Balkanologin und abgesehen, und das heißt jetzt nicht abwertend, abgesehen von ihren eigenen unzähligen, verschiedenen und sehr anregenden Forschungsergebnissen, ist sie seit vielen Jahren eine zentrale Figur bei der Herausgabe der Zeitschrift für Balkanologie und hat daher mit sehr vielen Themen zu tun, Personen zu tun, Methoden zu tun, bis hin zu unzähligen organisatorischen Fragen, die bei der Herausgabe der Zeitschrift immer eine Rolle spielen. Also ist mit reichhaltiger Erfahrung ausgestattet, von der wir heute zehren wollen. Zweitens
Ein bisschen vergleichbar ist Konrad Kleving, der einen bayerisch-österreichischen Hintergrund hat, also gewissermaßen aus einer anderen Gegend Europas kommt, der auch durch seine zahlreichen Forschungen in verschiedener geografischer und methodischer Richtung hinaus durch seine Tätigkeit am Institut für Ost- und Südosteuropa in Regensburg sowohl mit den Formaten Handbuch zu Südosteuropa als auch Lexikon und Herausgabe der Südostforschungen seit Jahrzehnten ein immenses Wissen, eine immense Erfahrung hat, um die vielen Einzelheiten, die sich hinter dieser Tätigkeit stecken, zu bündeln und aus dieser Weisheit heraus hoffen wir ein bisschen gewinnen zu können. Dann haben wir Frau Olga Katsadi-Hering, die eine Neuzeithistorikerin aus Griechenland ist und jahrzehntelang an der Universität in Athen gearbeitet hat und deren Zugang zu unserem heutigen Thema natürlich eine griechische Perspektive enthält, aber dadurch, dass sie sich schwerpunktmäßig einerseits mit der griechischen Diaspora in den Balkanländern und in Mitteleuropa beschäftigt hat, somit also auch mit der habsburgischen Geschichte zu tun hat und auch durch die Wirtschafts- und Stadtgeschichte des mediterranen Raumes sehr viele Erfahrungen mit Italien und auch mit der Dimension der Seemächte und damit mit der Seefahrt kommt ein Aspekt hinein, den ich für unseren Zusammenhang als ganz wichtig erachte, nämlich dass auch Europa südöstlich des Westens eine kontinentale Seite hat, die vielleicht überwiegen mag, schon quantitativ, aber es gibt auch eine maritime Seite und diese darf nicht vergessen werden. Dann haben wir Herrn Aleš Mauer aus Maribor, der insoweit eine doppelt wichtige Funktion in unserer Diskussion hat. Erstens, er vertritt hier den Schauplatz gewissermaßen Slowenien, wo wir uns hier treffen. Und andererseits ist slowenische Geschichte und Gegenwart ja auch nicht aus sich selbst heraus zu erklären, sondern bedarf des Seitenblickes in den mediterranen Raum, also Richtung Italien. Andererseits im weitesten Sinne des Wortes Richtung Österreich. Das hat zwangsläufig auch ein bisschen mit Ungarn und somit dem Osten von hier zu tun und über Kroatien mit den Balkanländern, der ganze Jugoslawien, Themenkomplex. Somit ist also in gewisser Weise ja, nach modernen Worten, und das soll jetzt nicht abwertend gemeint sein, ist Slowenien so wie ein Big Mac. Es ist ein Sandwich der Superklasse, weil es mit sehr vielen verschiedenen Faktoren zwangsläufig zu tun hat, die aus der Umgebung kommen oder in diese Umgebung hineinwirken. Dann haben wir Eva Kowalska von der Slowakischen Akademie der Wissenschaften, die auf ihre Weise nicht nur durch ihre jahrzehntelange Forschung eine weise Frau geworden ist, sondern auch aus dem Zusammenhang zwischen dem tschechisch-böhmischen Raum, dem ungarischen Raum, dem österreichischen Raum mit sehr vielen Schnittstellen von Verschiedenhaftigkeiten zu tun gehabt hat und auch in unzähligen verschiedenen Archiven unterwegs war und daher viele Publikationen herausgebracht hat, die daher diese, sagen wir es mal oberflächlich, ostmitteleuropäische Perspektive einbringt, die für den vorliegenden Zusammenhang ganz wichtig ist. Und was mich selbst betrifft, möchte ich nicht mehr darüber sagen, weil mich die meisten von Ihnen ja ohnehin kennen, dass ich der Frosch bin, der zwischen den anderen hin und her hüpft und versucht, eine Verbindung zu schaffen. Und damit komme ich schon zum ersten Thema, die Dichotomie Europas und südöstlich des Westens. Jetzt muss ich nur schnell meine Unterlagen holen. Für die Diskussion werde ich mich dann an einen anderen Platz setzen, aber da ich als Universitätslehrer gewöhnt bin, beim Reden eher zu stehen, möchte ich das auch hier jetzt so praktizieren. Und Westen verstehe ich aufgrund meiner jahrzehntelangen Beschäftigung mit der Grundproblematik als den Bereich Westeuropas, Englands, Frankreichs, der Niederlande und Teile Deutschlands,
wo seit dem 15. Jahrhundert, seit der Zeit des Humanismus, die Impulse zu dem, was wir heute als Europäisierung bezeichnen, eindeutig ausgegangen sind. Natürlich gibt es andere Komponenten auch noch, aber dort liegt der Schwerpunkt. Komponenten, die sich am Kontinent und darüber hinaus in die anderen Kontinente nach und nach verbreitet hat, also quasi geholt worden sind oder auch verbreitet worden ist, das heißt gebracht worden. Das heißt also hier verschiedene Kräfte maßgeblich sind, wie sich was verbreitet. Damit ist etwa der Humanismus und die Druckkunst gemeint, damit ist der ganze Komplex der Reformation gemeint, damit ist gemeint die Elemente des Rationalismus, auch die kapitalistischen Organisationsstrukturen, die ja heute in aller Welt verbreitet sind und auf die Seemächte von damals zurückgehen. Damit ist der ganze Komplex der Aufklärung gemeint, nicht zuletzt auch die technischen Innovationen, wenn ich bloß an die Dampfmaschine denke, von der dann die Industrialisierung mit allen Errungenschaften bis zur Gegenwart ausgegangen ist. Und es ist bezeichnend, dass schon im Spätmittelalter und im 16. Jahrhundert es einzelne Philosophen, Gelehrte gegeben hat, die dieser Welt, ihrer Welt von damals einen neuen Namen zu geben, bemüht waren und man daher darum gerungen hat, sich mit diesem Europabegriff auseinanderzusetzen und sich damit auch die Frage zu stellen, wo reicht dieses Europa hin, was gehört alles dazu oder nur bedingt oder wie immer. Europa südöstlich des Westens ist somit also allein schon auf die Formulierung hin nicht etwas, das automatisch zum Westen gehört, sondern bedingt. Und hier ist maßgeblich, was die Enzyklopädisten, sowohl die französischen und englischen, aber zum Teil auch die deutschen, um die wichtigsten zu nennen, im 18. Jahrhundert sich ausgedacht haben. Nämlich, dass ihre Welt im Sinne dieses Westens, von dem ich gerade sprach, zu Europa wird und alles, was nicht dieser Welt zumindest schon lange und intensiv dazugehört, hat zu einer Peripherie des damaligen Europas verstanden wird. Weshalb etwa Reisende aus diesem Westeuropa, die nach Mittel- oder Ost- oder Südosteuropa kommen, sich als in eine andere Welt eindringend verstanden und dies dann auch so formuliert haben. Und ich habe den Eindruck, dass trotz alles Wandels in den Wissensstrukturen bis hin zu den heutigen Angeboten im Internet es sich an dem Grundbild, was Europa ist oder sein soll, nichts Wesentliches geändert hat. Das heißt, in Verbindung auch mit selbst der Politik der Europäischen Union, gerade auch in kultureller Hinsicht, sieht man hier im Hintergrund diese aus dem Mittelalter stammende romanisch-germanische Aktions- und Bewusstseinsgemeinschaft, weshalb alles, was nicht dazu gehört, als eher peripher, als randständig angesehen wird. Ich wage daher die Behauptung aufzustellen, von Fachleuten natürlich abgesehen, dass etwa die Welt der Slawen und was immer damit jetzt im Näheren gemeint sein mag, in diesem Westeuropa auf große Ahnungslosigkeit und auf Unverständnis stößt, auf Ignoranz, und das sieht man ja im Kleinen täglich an verschiedenen medialen und nicht medialen Wahrnehmungen. Wenn wir Europa südöstlich des Westens hernehmen, dann müssen wir aber doch ein bisschen differenzieren. Und ich denke, aufgrund vorwiegend kommunikativer Aspekte, und damit meine ich jetzt nicht nur den Nachrichtenaustausch, sondern auch die sonstige Kontaktnahme, die Interaktion, dass es hier ganz grob gesagt zwei Teile gibt. Einerseits ist das historische Ungarn mit seinen Nebenländern Kroatien und Siebenbürgen sowie das venezianische Gebiet, Istrien, Dalmatien, Ionische Inseln sind jedenfalls eindeutig schon geografisch dem sogenannten Westen räumlich näher und durch vielfältige Vernetzungen seit dem Mittelalter mit einer gewissen Kontinuität in Kontakt. Auch wenn diese Impulse, von denen ich anfänglich sprach, alle irgendwo weiter aus dem Westen kamen und sich nach und nach dann eben auch in diesem Bereich breit gemacht haben. Sei es schon im Laufe der Reformationszeit oder dann später in der Aufklärung oder wie auch immer. Ja, der zweite Teil, das Einzugsgebiet des Osmanischen Reiches,
abdeckt und die Moldawalachei, die schon geografisch gesehen vom eigentlichen Westen deutlich abgesetzter sind und daher nicht mit derselben Kontinuität und auch derselben Intensivität vernetzt waren und sich daher diese Vernetzung, diese Europäisierung, wenn man es so umschreiben möchte, nicht vor dem späten 18. Jahrhundert einsetzt und dann im Laufe des 19. Jahrhunderts in Gang kommt. Das führt nun zu funktionalen Aspekten, die in beiderlei Richtung beobachtbar sind. Einerseits die aus Richtung dem Südosten, Richtung Westen und umgekehrt. Und auch in beiden Fällen gibt es eine Europa-Pro- und eine Europa-Contra-Thematik. Das Europa-Pro-Thema dominiert zunächst einmal als, ich würde es umschreiben, als Betriebsmotiv. Leute, die entweder im Westen wohnten oder primär im Südosten wohnten und die Gegebenheiten, die Erfindungen, die Denkansätze, die auch rein technisch-ökonomischen Praktiken des Westens wahrnahmen, vermeinten, diese übernehmen zu wollen, weil es ihnen sinnvoll erschienen oder allenfalls auch, weil sie ihnen aufgenötigt wurden. Aber damit ist vieles an Funktionieren von einstigen ersten Zentralisierungs- und Dokumentationsphänomenen im Zeitalter des Absolutismus etwa bis heute, wo über die EU alles Mögliche in Evidenzen und Meldungen und so weiter drinnen steckt, eine Langzeitentwicklung zu beobachten, die dazu führt, dass von Rechtsordnungen über die Gesellschaftsordnungen, über die ökonomischen und finanziellen Strukturen bis hin zu irgendwelchen technischen Normen eine Betriebsübernahme von westlichen Impulsen nach und nach eben auch nach Südosten kommt. Das führt natürlich gleichzeitig gesellschaftlich gesehen, und das ist auch ein Phänomen, das man seit dem vielleicht ausgehenden 17. Jahrhundert beobachten kann, das Identitätsmotiv für diejenigen, die dabei profitieren, das heißt von Oberschichten und Mittelschichten, zumindest Teile davon, die daher auch die Träger dieses Transfers werden. Und in jüngerer Zeit auffällig ist, man muss jetzt nicht nur an den russisch-ukrainischen Krieg denken, kommt noch das Sicherheitsmotiv hinzu, weil ob jetzt mehr die Europäische Union oder mehr die NATO betreffend, wenn man in diesem Europa zugehört, dann vermeint man kollektiv gesehen besser überleben zu können als sonst. Das Kontra ist aber auch zu beobachten und kehrt periodisch wieder in verschiedenen mehr oder weniger auffälligen Phänomenen. Die Irritation, die Angst vor Überfremdung. Das heißt also, dass eigenes kulturell Tradiertes unter Druck gerät, zumindest einmal in Konkurrenz zu dem, was von außen kommt und daher nicht von vornherein bejaht wird. Dazu kommt der Aspekt der ökonomischen Ausbeutung, das heißt, dass durch Verwestlichungen, durch Europäisierungen immer irgendwer ökonomisch zum Verlierer wird und dementsprechend ein Widerstand gegen diese Europäisierung zumindest mal angedacht wird, zum Teil ja auch ausgetragen wird, auf verschiedene Art und Weise. Damit verbunden ist auch die Gefahr des Identitätsverlustes, also die Möglichkeit, sich zurechtzufinden, sich noch als Zuhause zu fühlen, aufgrund dieser vielen Faktoren, die von außen auf die Gesellschaft in diesem Raum eindringen. Und daher sind, glaube ich, dort insbesondere bildungsferne soziale Schichten die Hauptadressaten, die Hauptträger dieser eher antieuropäisch oder europaskeptischen Ansätze. Ich vermute mal aus der inneren Logik des Selbstverständnisses heraus, dass dabei insbesondere die orthodoxen Kirchen mit ihrem Selbstprofil gegenüber dem sogenannten Westen, also auch die islamischen Kreise dafür mit einzubeziehen waren und vielleicht noch immer sind, im Hinblick auf das Verhältnis der jeweiligen Länder und ihren Gesellschaften zu diesem, in dem Fall jetzt einmal, modernen Europa. Die funktionalen Aspekte umgekehrt aus der Sicht des Westens gegen Südosten sind aber auch nicht beiseite zu schieben, nämlich es ist schon in der Zeit des 18. und 19. Jahrhunderts zu beobachten, wie hier, ich überschreibe es jetzt mal, koloniale Facetten
eine Rolle spielen, indem er in die Märkte dieses ökonomisch vernachlässigten Bereiches eingedrungen wird, ob jetzt von habsburgischer Seite, ob von britischer Seite oder von Finanzen der Franzosen, Russen oder Belgier, später von den USA, sei es schon vor 1918 in der Zwischenkriegszeit oder auch nach der Wende. Dazu kommt aus der Sicht des Westens, wer immer dem Einzelnen gemeint sein mag, weil es vom Kontext dann abhängt, die strategische Instrumentalisierung. Das heißt also zugunsten gesamteuropäischer oder vielleicht auch darüber hinausgehender globaler Strategien wird ein Teil dieses Südostens in irgendeiner Form einbezogen und zum Teil bis hin zu Stellvertreterkriegen, Auseinandersetzungen, Spannungen von Großmächten herangezogen. Ist er sozusagen gut genug herangezogen zu werden? Ob jetzt mehr auf der kontinentalen Ebene oder mehr im Zusammenhang mit dem Gleichgewichtsdenken im Mittelmeer oder für das Mittelmeer oder in Verbindung mit Russland und so weiter. Und dann gibt es noch ein kleineres Format, das beobachtbar ist und je nach Zeitalter dann Aktualität besitzt oder nicht, in dem etwa Deutschland im weitesten Sinne des Wortes sich der Deutschen in Südosteuropa, solange es welche gegeben hat, annimmt und auf diese Weise einen Sinn darin sieht, hier eine Brücke zu schlagen. Oder wie sich Frankreich immer wiederum Rumäniens bedient hat oder angenommen hat, um damit diese romanische Gemeinschaftlichkeit irgendwie auszuspielen. Und auch das britische Engagement gegenüber Griechenland in unterschiedlichen Zeiten hat letzten Endes damit zu tun, auf diese Weise auch zugunsten des nicht dem Südosten angehörenden Teiles einen Nutzen zu bringen, was immer das jetzt im Einzelnen heißen mag. Die Kontraposition ist hingegen auch nicht unbekannt, nämlich dass man diesen Ländern Europas südöstlich des Westens, insbesondere natürlich denen, die noch nicht in die Europäische Union aufgenommen worden sind, aber das Problem stellt sich natürlich bei denjenigen, die in die Europäische Union aufgenommen sind, teilweise ebenso, dass es an geistigen und organisatorischen Infrastrukturen mangelt, die man aus europäischer, moderner Sicht nun als unverzichtbar ansieht. Und daher wissen wir aus den Medien täglich, dass entweder gegenüber Polen, über Serbien, über Ungarn, wie auch immer, es ständig irgendwelche Feststellungen gibt, was wo nicht funktioniert und funktionieren sollte und so weiter und so fort. Auch das Thema Korruption ist dabei natürlich immer wieder zum Zug gekommen und auch in Verbindung mit den ohnehin wachsenden, ob es das Klima oder die Energiefrage oder die Kriegsfrage beziehenden Koordinationsproblemen innerhalb der Europäischen Union. Alles, was sozusagen eher aus örtlichen Umständen erwächst, also irgendwo dem Europa südöstlich des Westens zuzuordnen ist, als Störfaktor, als im Sinne von noch ein Problem mehr, wir haben ohnehin schon genug zu tun, verstanden wird. Und natürlich, wenn da und dort Beispiele, wie wir sie ja auch aus jüngster Zeit kennen, wo es sich um offensichtliche, aus welchen Gründen immer begründbare Russophilie handelt, dann ist das aus der Sicht des politischen Westens natürlich eine Irritation per se. Aber ich denke, zu dem Thema darf ich noch vieles sagen und ich bin schon sehr gespannt, was die anderen beitragen werden. Dankeschön. So, schauen, wie das funktioniert. Wer bricht das Eis? Darf ich? Ja, bitte. Ich bin hier ganz neu und habe einige. Danke. Ich habe einige Notizen schon vorher gemacht, als ich dieses Thema erhalten hatte wie die anderen, habe etwas notiert. Und als erste habe ich also hier geschrieben, was hast du auch erwähnt, ist diese zeitlich, also wann entstand eigentlich diese Dichotomie und diese Wahrnehmen Europa, Westen kontra Südosteuropa. Also ich habe hier notiert, also das ist vielleicht Ausgangspunkt für unseres Thema, also diese Zeit der Osmanen eigentlich. Es ist nicht nur, was du erwähnt hattest, dass dieses
Kennen der Welt durch Humanismus und so weiter, sondern ich fühle das, mindestens ich, als das also kruziale Faktor für diese strenge Teilung dieses Kontinents oder dieses großes Region. Also diese Sache ist für mich etwas, was heutzutage noch immer funktioniert. Das ist für mich als Ausgangspunkt ist dieses frühe neuzeitliches Phänomen sehr wichtig. Und dann frage ich mich selbst, was für die anderen komplexe Erscheinungen zu fragen sind. Das ist diese also konfessionelle Frage natürlich, ethnisch-staatliche, das ist auch etwas, was man vielleicht erwähnen sollte. Also diese Koordinaten sind näher zu forschen, meiner Meinung nach. Und dann, das ist, was ich hier als sehr wichtig notierte, ist dann was hast du also am Ende erwähnt hattest, das sind die Resultate der Entwicklung in der letzten Zeiten. Also wenn wir über zeitgeschichtliche Aspekte sprechen, muss man natürlich erwähnen, diese Entwicklung nach 1945, also nach dem Zweiten Weltkrieg und dann nach den kommunistischen Nicht-Revolutionen gab es Putsch in verschiedenen Ländern. Bei uns spricht man sogar über Putsch 1948. Nee, also Umwandlung, einfache, sogar in diesem Begriff bedient man sich. Also seitdem entsteht der Begriff des Westens als komplexer Begriff für die Werte, die irgendwie repräsentiert werden in diesem globalen Terminus technicus. Also die Werte, die in diesen Ländern, die dieses kommunistische Regime nicht erlebten, die Werte, die nicht dort repräsentiert wurden. Das heißt, also Pluralität, Freiraum für eigene Entwicklung, Bewegungsraum, Freiheit und Gleichheit. Also Westen wurde immer wahrgenommen als Oberbegriff für die Werte. Also das ist für mich ganz interessant und das fungiert oder funktioniert das auch weiterhin. Also bei uns bedeutet Westen entweder das, aber was dazu noch kommt, ist diese Ökonomisierung der Werte. Also man versteht nicht mehr Werte in diesem sozusagen rechtmenschlichen Aspekt, sondern eher nur die Ökonomisierung kommt an die Reihe. Also nur Prosperität, soziale Sicherheit, Effizienz, das alles, was mit dem Westen verbunden wird, ist auf diese Sorte der also Erwartungen oder Vorstellungen, die man subsumiert für den Begriff von Westen. Also das ist natürlich Reduktion der Deutungen von Westen, aber es funktioniert mindestens inwieweit ich die auch jetzige Situation beobachte. Und dann unter dem Westen kommt noch etwas, was ist meiner Meinung nach gefährlich, ist dieser Abscheu von der Liberalismus. Liberalität, etwas was liberal ist, wird jetzt zurzeit bei uns mindestens in der Slowakei mit Westen verbunden. Das ist total verrückt, das ist Katastrophe meiner Meinung nach, aber das ist auch, was diese Dichotomie noch vertieft. Ja, das ist etwas, was vor Augen man haben sollte. Und das, also eigentlich hat das sehr viel zu tun mit Wahrnehmungen, mit menschlichen also Begriffen oder Vorstellungen, mit mentalen Grenzen hat das viel zu tun. Und das ist also das, was mich also zu verschiedenen also Überlegungen brachte, das Thema. Ja. Ja, zunächst mal vielen Dank für die interessante Einführung. Der Titel ist sehr geschickt gewählt, die Länder südöstlich des Westens.
Mir kommt in den Sinn, dass es ja nicht nur Ost und West gegeben hat. Der Mitteleuropa-Begriff, der ja ein sehr umstrittener Begriff ist, ja. Was ist Mitteleuropa? Wer gehört zu Mitteleuropa? Soweit ich weiß, fühlen sich die Ungarn zu Mitteleuropa zugehörig, die Rumänen ebenso. Wie es mit den Slowenen steht, fragen wir Eine schwierige die Kollegen. Also Eine Zeit lang gesehen. diese Dichotomie zwischen Ost und West und Südost ist doch also auch sehr veränderlich. Und ich möchte daran erinnern, dass Deutschland, die Deutschen, sich eine Zeit zu Mitteleuropa gehörig fühlten. Das heißt also, diese Dichotomie ist eigentlich eine spätere Entwicklung, ist für die heutige Situation charakteristisch. Aber ja, was ist Mitteleuropa und wie verhält sich Mitteleuropa zu Westeuropa? Wie verhalten sich die Menschen in Ungarn, in Rumänien, in Slowenien, in der Slowakei zu Westeuropa und begreifen sie sich als Mitteleuropa, als die Mitte oder was? Das nur also eine Bemerkung dazu. Ja, ich glaube, dass das mit auch gewissen Zeitpunkten zusammenhängt. Denn natürlich, solange ein Teil Ungarns, Kroatiens und indirekt auch Siebenbürgen osmanisches oder osmanisches Vasallengebiet war und daher von vielen Kontakten Richtung Westen abgeschlossen war, konnte man sich aus der Zeit davor, also bis die Osmanen eingetreten waren, noch an diese Zugehörigkeit zum Westen und zur damaligen christlich-lateinischen Welt natürlich in Erinnerung rufen, konnte sie nicht spielen oder nur über ganz marginalisierte Kontakte wirtschaftlicher oder geistiger Art aufrechterhalten. Und mit dem Ende der Osmanenherrschaft auf dem Boden des Königreichs Ungarns hat sich natürlich die Perspektive gewendet und man kehrte quasi nach dem damaligen Westen, nach der damaligen sozusagen christlichen Welt zurück mit all ihren Problemen. Während das osmanische Gebiet nicht nur aus Gründen der Attraktivität westlicher Werte nach und nach in diese Richtung gesteuert ist, sondern vorwiegend aus Gründen der immer stärker ausbrechenden Spannungen innerhalb des Osmanischen Reiches. Also, und ich meine daher auch im Hinblick auf die Verbreitung der Werte in dieser frühen Neuzeit, wer sind da die wesentlichsten Vermittler, wohin läuft die Dynamik? Die Dynamik läuft einerseits, dass natürlich die Leute selbst, wenn sie kundig genug waren, sich von irgendwas Westliches abgeguckt oder geholt haben, sei es über das Studium oder Wirtschaftsbeziehungen. Auf der anderen Seite waren das die Behörden, die vieles sozusagen Westliche über ihre zentralisierenden Maßnahmen in den Raum hineinpumpten. Im Falle des Osmanischen Reiches und seiner ganzen Sezessionsproblematik ist es nicht der Staat, der irgendwas von oben hineinpumpt, sondern es sind die Leute von unten, die sich entweder was von außen holen, Frau Kazzadi wird darüber Näheres noch sagen können, oder die schlicht und einfach durch die so hochgradig gewachsene Unzufriedenheit mit den örtlichen Verhältnissen nun nach Veränderung schreien. Und bemerkenswert ist, dass es keine Periode gibt, in der Zeit genug gewesen wäre, um diesen aus dem osmanischen Kontext erwachsenen Gesellschaften genügend Zeit zum Nachdenken zu geben, ob sie jetzt einen uneingeschränkt westlich-europäischen Weg einschlagen wollen, dessen Anforderungen sie ja gar nicht kennen konnten, oder ob sie irgendetwas anderes sich ausdenken, etwas Autonomes, ohne auch es außer Acht zu lassen, dass man ja mit einem Seitenauge in der orthodoxen Gesellschaft immer auch Richtung Russland geschaut hat und überlegt hat, wo kann man sich etwas holen, das für die eigene Zukunft dabei von Nutzen sein mag. Die Situation ändert sich natürlich dann in der Zwischenkriegszeit ganz entschieden, durch die Völkerbund und Sicherheitsarchitektur, durch das Zusammenbrechen der Reiche jetzt auch die südosteuropäischen Länder vermeinten, nicht mehr nur im Südosten rein geografisch zu sein, sondern eher
sozusagen in eine europäische Perspektive geraten zu sein und irgendwo auf Augenhöhe mit den anderen, ja, auf dem Weg zur Augenhöhe zu sein. Die Zeit war zu kurz, in den 30er Jahren haben sie alles wieder verdichtet und dann halt aufgespalten. Ich will jetzt auf die Details nicht eingehen, weil wir sie ohnehin alle kennen. Und daher ist da natürlich für alle, die in den Ostblockländern waren, das Interesse nach dem Ende dieses Daseins sozusagen nach Europa auch wegen der Werte zurückzukehren, weil man ja die Erinnerung hatte, da war mal früher was und es war noch nicht so weit weg zeitlich, sodass die Erinnerung natürlich präsent war, ist eine andere Situation, während der Gehalt des kollektiven Bewusstseins, nehmen wir mal an, in ex-jugoslawisch Makedonien, um nur jetzt ein Beispiel zu nennen, einstens mal zu Europa gehört zu haben. Oder wie unlängst in irgendeiner Zeitung stand, dass die Leute heute in Moldawien endlich nach Europa zurückkommen wollen. Da muss ich sagen, Moment mal, wann waren die je in diesem höheren Sinne Europa? Natürlich, sie waren in der Zwischenkriegszeit durch das damals großmächtige Rumänien gut platziert, in einer Perspektive auch auf ihren Alltag bezogen, nicht nur in den geistigen Höhen von ein paar intellektuellen Europäern im höheren Sinne zu werden, aber die Zeit war zu kurz, nicht? Und daher lässt sich das maximal für einzelne Oberschichten sagen, die das kurzfristig erreicht haben, die sich richten konnten. Aber die Masse der Bevölkerung mit Sicherheit nicht. Und daher ist dieses Thema ausgesprochen an einen lebendigen Fisch erinnert. Er ist glitschig und wenn man ihn fasst, kommt einem aus. Das heißt, es ist relativ schwierig und man muss da immer sagen, von wann reden wir und von wem reden wir und von wo reden wir. Und daraus ist aber ersichtlich, dass diese Dichotomie ja nicht einfach wie ein Modell hinzustellen ist, sondern sich eher als Phantom im Hintergrund ja, auffällig macht, aber nicht im Vordergrund steht. Ja, also zunächst einmal ganz herzlichen Dank für diese Gelegenheit zum Gespräch und für die einführende Sinngebung durch dich, Harald. Mir kommt vor, dass wir hier ziemlich strikt antidekonstruktivistisch vorgehen, abgesehen davon, dass wir jetzt diesen Schlenkerer mit dem glitschigen Fisch gemacht haben. Und schon festgehalten haben, dass man immer zeitabhängig differenzieren muss und damit dann auch zu unterschiedlichen Raumbildern gelangt. Ich will aber gleich dahinter schieben, wenn ich sage antidekonstruktivistisch, das heißt also konstruktivistisch, kommt man dann wieder raus, so in etwa, dass ich das auch begrüßenswert finde, denn in der Longue Durée kann man nichts erkennen, wenn man nur dekonstruktivistisch vorgeht. Und dass es aber Faktoren der Longue Durée gibt, die man natürlich immer etwas holzschnittartig herausarbeitet, um sie zu verklaren, scheint mir eine offenkundige Tatsache. Trotzdem fällt mir bei dem Westeuropa-Begriff jetzt als spontane Reaktion zunächst einmal auf, oder des Westens, nicht Westeuropas, dass der Begriff, den du vorgeschlagen hast, sozusagen einen engeren Westen, nämlich eigentlich den protestantischen Westen von Humanismus über Aufklärung zur Industriegesellschaft abzeichnet und abbildet. Und südöstlich dieses engeren Westens ist tatsächlich zum Beispiel dieses Phantom oder Nicht-Phantom Mitteleuropa, also weite Teile auch Deutschlands, nämlich sind außerhalb dieses Kernbereiches, wie du ja auch sagtest, ein Alternativbegriff, der auf den Westen rekurriert oder auf ein traditionelles und heute schon begrifflich weitgehend im Westen nicht mehr als akzeptabel gesehenes Selbstbild wäre der des lateinischen Abendlands oder der lateinischen Christenheit. Und damit käme aber dann gleich trotzdem auch noch eine etwa noch tiefere Zeitschicht hinzu, denke ich, aus der heraus man dann auch zum Beispiel behaupten kann, mit gutem Grund, dass der heute slowenische Raum oder der auch früher schon slowenischsprachige Raum, aber Slowenien vermeide ich jetzt als Wort dann doch für diese lange Periode,
eben zum Beispiel im Hochmittelalter selbstverständlich Teil dieses lateinisch-römisch mitteleuropäisch geprägten Raumes gewesen ist, oder westeuropäisch, andernorts mitteleuropäisch hier, mit den ganz geradezu klassischen Ständestrukturen, die damit verbunden waren, mit der, was man marxistisch als Feudalgesellschaft bezeichnet, und die Bedeutung der Kirche, der katholischen Kirche, in dem Fall der westlichen Kirche, während es später vielleicht zum Teil Slowenien oder dann auch Slowenien im heutigen Sinne eigentlich aus diesem Bezug sich hinausgelöst hat, durch Jugoslawien nach Südosten sich orientiert hat. Ich bin heute früh in einer Werbebroschüre hier vom Tourismusamt darauf gestoßen. Das war Deutsch und Italienisch, das Exemplar, das ich genommen habe. Dass deswegen und wegen meiner mangelnden Ortskenntnis von Laibach-Ljubljana kann ich es nur beschreibend wiedergeben. Dieses Hochhaus aus der Zwischenkriegszeit wurde als ohne Hinterfragung als wiedergegeben, dass es damals als nicht galt, sondern das höchste Hochgebäude auf dem Balkan war und das 9. höchste in Europa. Ich glaube beides, also als faktische Angabe. Aber ich meine, diese Zuordnung Sloweniens zum Balkan hätte man wahrscheinlich schon, interessant, dass sie in einer Werbebroschüre von heute sozusagen unhinterfragt wieder aufkommt, vielleicht der Kürze geschuldet. Als ich nahe an Slowenien, aber nicht in Slowenien, Ende der 80er Jahre in Zagreb studiert habe, hätte, glaube ich, kaum ein Slowene sich selber im Balkan verortet. Wie es heute ist, weiß ich nicht. Ich glaube aber immer noch nicht. Somit sind also diese Begriffe vielfach fluid und das lateinisch-westliche Europa sollte man vielleicht mit in den Blick nehmen, noch zusätzlich. Aber meine eigene Kompetenz liegt eigentlich eher, sagen wir, ab dem 19. Jahrhundert und in den Gedanken, die ich mir vorbereitet hatte, wollte ich kurz davon sprechen, dass was eigentlich das westliche Bild auf Südosteuropa ausmacht und wann es entstanden sein mag. Und mein Ausgangspunkt wäre zunächst einmal die Auffassung, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie in jeder Hinsicht stimmt, aber die Auffassung, die Larry Wolff erarbeitet hat und vor ihm eigentlich schon weithin unbeachtet, für eine etwas spätere Zeit Hans Lemberg in Marburg über die Konstruktion Osteuropas im deutschsprachigen Raum und im Westen insgesamt. Lemberg hat das für das 19. Jahrhundert beschrieben, Larry Wolff für das späte 18. Jahrhundert. Und beide gehen also eigentlich ja davon aus, dass man sagen kann, vorher war der Osten, aber eben nicht die Gegend, wo wir hier sind, sondern gemeint ist in erster Linie Russland, aus westlicher Sicht nicht Teil eines Ostens, weil man so gar nicht gedacht habe, sondern Teil von Nordeuropa. Was dann wieder die Frage, wie tief die Dichotomie zwischen westlicher und östlicher Kirche zum Beispiel gewirkt hat, in Frage stellen würde. Aber das jetzt vielleicht erstmal mehr in den Raum geworfen, möchte ich damit ergänzen, dass es ein Südosteuropa-Bild im Westen eigentlich gar nicht gibt oder gegeben hat auch. Oder nur sehr marginal. Wenn, dann hat es sich wohl etwas später entwickelt. Wir wissen wahrscheinlich alle, dass sowohl Balkan als im geografischen, kulturellen Begriff als auch Südosteuropa im frühen 19. Jahrhundert geschöpft wurden und in deutscher Sprache Begriffe wurden, die also im deutschen Sprachraum geschöpft wurden als Vorstellungen. Aber beide hatten wenig Aufladung zunächst und vor allem Südosteuropa nicht. Südosteuropa gilt mancherorts, zum Beispiel angeschnitten bei Maria Todorova, als mehr oder minder diskreditiert, weil es von den Nationalsozialisten dann in eine Großraumpolitik umgesetzt wurde. Aber das scheint mir fraglich, jedenfalls empfinde ich ihn nicht als diskreditiert,
obwohl man diesen Aspekt nicht bedenken muss. Aber meine Behauptung ist, dass man vom südöstlichen Raum eigentlich, allenfalls vom Balkan, aber nicht vom Südosteuropa, ein Bild gehabt hat, das mit irgendwelchen Klischees oder Ähnlichem verbunden worden wäre, aber schon eine gewisse Verwunderung oder Überforderung mit der kleinteiligen Struktur des Raumes, den man dann wieder nämlich für ganz Südosteuropa tatsächlich behaupten kann. Die vielen Sprachen, die Kleinheit auch der Völker und Sprachgruppen, verglichen mit Deutsch, Englisch, selbst Niederländisch wenn Niederländisch auf dem Balkan gesprochen würde, wäre es nach dem Rumänischen oder neben dem Rumänischen die größte Sprache. Niederländisch erscheint aus deutscher Perspektive aber irgendwie als vernachlässigbare Größe, nicht die Niederlande als Kultur, aber die Sprache betrachtet man nicht als gleichwertig. Also ich glaube, also nicht offiziell irgendwie, aber intuitiv sozusagen. Und insofern ist es vielleicht auch gar nicht verwunderlich, dass man mit der Existenz des Slowenischen gesprochen von 2 Millionen Leuten, des Makedonischen gesprochen von 1,5 Millionen Leuten, von Montenegrinisch will ich jetzt nicht sprechen, aber des Bulgarischen mit etwa 10 Millionen Sprechern ein bisschen intellektuell überfordert ist im Westen. Und insofern verschwimmt das Raumbild, weil man wenig weiß. Da bin ich wieder vollkommen bei der Einführungsrede von Harald Heppner und möchte nur noch hinzufügen, vielleicht als letztes, dass weder der Osten, aber das ist kein Widerspruch, eigentlich nur geht in die gleiche Richtung, weder der Osten noch der Südosten im Westen und wahrscheinlich auch in den Regionen selbst ab dieser späteren Phase, als der protestantische Westen maßgeblich wurde, institutionell, als vorbildlich und fortschrittlich gegolten hat. Höchstens vielleicht die Sowjetunion für Marxisten eine Zeit lang oder vielleicht auch für Konservative des 19. Jahrhunderts manchmal das zaristische Russland, weil es keine Verfassung hatte. Aber diese Dichotomie und das Gefälle im Prestige, das zieht sich eben doch durch die ganze jüngere Zeit und damit schließe ich meine Gedanken. Dankeschön. Ich möchte nur ein kurzes Addendum machen. Die sogenannte Orientfrage, also die Frage nach der Zukunft des Osmanischen Reiches, ist im deutschsprachigen Bereich orientalische Frage bezeichnet. In Englischen etwa ist es Eastern Question, also es ist eine Ost- und keine Orientfrage. Das Merkwürdige in Russland ist, das heißt Wostochnij Вопрос. Also, und damit ist, obwohl man ja eigentlich im Norden saß, im Vergleich zum Osmanischen Reich, die Begriffsführung sehr wechselhaft. Zuerst möchte ich mich bedanken für diese Einladung und für die Organisation dieser interessanten, so wie es scheint, Diskussion. Und auch meinem Kollegen Harald Heppner, der mich eingeladen hat. Ich bringe euch zu einer älteren Zeit mit meinen Gedanken. Ich komme aus einem Land, in dem man bis heute eine Dichotomie erlebt. Man fragt sich sehr oft, was sich schon im 19. Jahrhundert ein bekannter Schriftsteller und Politiker, Emanuel Loiris, fragte und schrieb: Was ist Griechenland, Ost oder West? Ähnliche Positionen wurden von Gelehrten des 18. Jahrhunderts formuliert, um nicht auf das 14. und 15. Jahrhundert zurückzugreifen. Die Dichotomie von Ost und West sollte in der Römerzeit anfangen und vertieft sich während der Existenz des östlichen Teils des römischen Imperiums. Der ab dem 18. Jahrhundert als byzantinisches Imperium bekannte östliche Teil dieses Imperiums, aber mit Recht von den in Konstantinopel, in der altgriechischen Stadt Byzanz regierenden Kaisern des östlichen römischen Imperiums, als östliches römisches Imperium betrachtet, erlebte jahrhundertelang diese Dichotomie. Die Invasionen der germanischen Stämme
hatten den Zerfall des Zentrums des römischen Imperiums als Ergebnis. Die östlichen Kaiser betrachteten sich selbst als Nachfolger des großen römischen Imperiums, eine Betrachtung, die im Westen kaum akzeptiert wurde. Der Begriff Graecus erhielt eine negative Konnotation, welches im Begriff Graeculus verkörpert wird. Die episodische Gesandtschaftsreise von Bischof Luitpold von Cremona im 10. Jahrhundert nach Konstantinopel verkörperte all die negativen Spannungen, die entstanden waren, nachdem Karl der Große vom Papst zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gekrönt worden war. Spannungen, die sich mit dem Schisma der östlichen und katholischen römischen Kirchen von 1054 verschärften und vor allem mit der sogenannten lateinischen Eroberung Konstantinopels 1204-1261 und dem Beginn seines Zerfalls, der mit der Eroberung durch die Osmanen seinen Abschluss fand. Das Scheitern des Konzils von Ferrara-Florenz 1438-39 hatte die Brücken eines jeden Dialogs gekappt. Die Ost- und Westmauer wurde somit stetig gebaut. Diese Mauer findet man auch in der Verwendung des Begriffs Graecus, Grieche, Greco, von Seiten der westlichen Mächte für die Orthodoxen des Orients, sehr oft mit negativen Nuancen. Ein Begriff, der erst in Renaissancekreisen manchmal mit einem positiven Vorzeichen begleitet wurde. Auf der anderen Seite haben die Kaiser des östlichen römischen Kaisertums den Begriff Romios, für ihre Untertanen verwendet. Dieser Begriff als Rum wurde auch von den Osmanen für ihre Untertanen weiterverwendet. Romios, Rum, Aromun, Roman, Begriffe, welche man bei verschiedenen Völkern von Südosteuropa als Selbstbestimmung im Zeitalter der Nationalismen antrifft. Die Etablierung der Osmanen in Südosteuropa trug die Vertiefung der Kluft mit dem Westen bei. Erst im 16. Jahrhundert und vor allem am Ende des 17. Jahrhunderts haben die Westeuropäer tatsächlich gegen die Osmanen reagiert. Und es ist kein Zufall, dass sie ihrer Koalitionen den Namen Sakraliga gegeben haben. Die Religion also spielte die ernsteste Rolle der Dichotomie. Durch die langwierige osmanische Regierung in Südosteuropa haben ihre Völker keine Renaissance erlebt, mit Ausnahme von der von Venedig regierten Gebieten Kreta, Zypern, Ionische Inseln, Dalmatien. Und hier findet man den Kernpunkt der Spaltung des griechischen Volkes und der griechischen Gesellschaft zwischen Ost und West, worüber ich am Anfang sprach. Das Meer also spielte hier eine wichtige Rolle. Die von Venedig beherrschten Gebiete gehörten seinem Stadt oder Mar. Das Mittelmeer und die Seewege halfen, Ost und West zu überbrücken. Darüber werden wir heute am späten Nachmittag diskutieren. Zum Schluss. Man sieht bis heute, wenn man durch das Südosteuropa als geografisches Gebiet reist, und die Unterschiede zwischen den Ländern, die unter der habsburgischen und osmanischen oder venezianischen Herrschaft waren. Ich habe gehört den Westen. Danke. Aber nichtsdestotrotz habe ich aus deinem Mund gehört, aber auch von Leuten, die in Sofia leben, wenn sie irgendwo nach Österreich oder nach Deutschland oder irgendwo sonst in eine westliche Richtung im weitesten Sinne des Wortes fahren, sie fahren nach Europa. Das war bei uns bis den 70er Jahren. Das Kind geht ins Europa zu studieren oder sowas. Jetzt hörst du das nicht mehr. Dann sind wir alle gleich. Alle gleich. Ich möchte mich zuerst ganz herzlich für diese Einladung bedanken und dann auch für viele Anregungen, die von meinen Vorrednern ausgegangen sind, vor allem von Herrn Professor Dr. Heckner und von Herrn Kleving. Das war alles sehr interessant. Ich möchte vielleicht das bisher Gesagte um 3 Punkte ergänzen, die vor allem zeitgeschichtlich relevant sind. Der erste Punkt wäre, dass wir
es mit einem Paradox zu tun haben, dass Osten geschichtlich gesehen diverser war als der Westen. Denken wir zum Beispiel an Saloniki oder an Südukraine oder an Vojvodina oder auch an Siebenbürgen. Und das hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg durch alle ethnischen Säuberungen radikal verändert. Und jetzt versteht sich der Westen als der diverse Teil Europas und wirft dem Osten vor, nicht genug divers zu sein. Und zugleich beobachte ich im Westen auch eine Tendenz, die Diversität des Ostens irgendwie zu konservieren. Also im Westen versucht man, diese alte Diversität, die durch das 20. Jahrhundert verloren gegangen ist, irgendwie wiederherzustellen. Denken wir zum Beispiel an Bosnien und Herzegowina, wo eigentlich eine Situation, die im Leben nicht mehr besteht, wiederhergestellt wird durch die Institutionen der Föderation. Und der zweite Punkt ist dann im Zusammenhang mit dem ersten, die panische Angst des Westens vor dem angeblichen oder tatsächlichen ostlichen Nationalismus oder Nationalismen. Also im Westen herrscht Angst, dass die Nationalismen der Vorkriegszeit wieder auftauchen, was dadurch bestärkt wird, dass manche Länder im Südosten und auch im Osten und auch zum Teil in Mitteleuropa, nicht in Slowenien, die Vorkriegssituation als geschichtlichen Ausgangspunkt der richtigen Entwicklung sehen und natürlich dann die Periode nach 1945 als Irrweg sehen. Und da passierte dem Westen ein fataler Fehler, denn man hat tatsächlich geglaubt, dass kommunistische und postkommunistische Regimes des Südostens oder des Ostens Garante der Diversität sind, was schon mit Blick auf Milosevic oder auch auf Todor Zhivkov am Ende der 80er Jahre natürlich nicht stimmen kann. Und dann der dritte Punkt ist natürlich schon von Frau Kowalska angesprochen worden. Das ist die Erfahrung des Nachkriegskommunismus, wo diese Erfahrung im Westen natürlich vollständig fällt. Schlimmer noch, der Kommunismus oder die kommunistische Ideologie wurde im Westen vielfach als eine ideale, gute Alternative zum Kapitalismus oder zur parlamentarischen Demokratie gesehen. Denken wir zum Beispiel an Sartre, an andere Vordenker der westeuropäischen 1968er Bewegung. Und das schafft heute natürlich auch viele Missverständnisse. Wenn wir über die orthodoxe Kirche sprechen, das hat auch Dr. Hebner gemacht und auch Sie haben das angesprochen, sehe ich vor allem in Russland tatsächlich eine sehr interessante Tendenz, dass die Angst vor westlichen Einflüssen schon zu Beginn der 90er Jahre und nicht erst unter dem späten Putin
als viel größere Gefahr gesehen wurde als die kommunistische Vorherrschaft. Und daher kam zum Beispiel in Russland schon am Anfang der 90er Jahre zu einer ungewöhnlichen Koalition zwischen der Kirche und der neuen kommunistischen Partei unter Gennady Zyuganov. Zugleich aber besteht in der Ukraine schon geschichtlich gesehen eine andere orthodoxe Tradition, die sehr stark von westlichen Einflüssen geprägt ist. Und zum Schluss möchte ich nur vielleicht ein bisschen aktuell sein. Als Slowene muss ich sagen, dass uns in den letzten Jahren dieses Unverständnis der Verhältnisse im postkommunistischen Mitteleuropa seitens des engeren Westens oder des protestantischen Westens, wie das Herr Kleving formuliert hat, schon ein bisschen überrascht, weil Frau Kowalska hat gesagt, dass in der Slowakei jetzt Liberalismus nur noch als ein westlicher Import gesehen wird, was natürlich eine Katastrophe ist, aber zugleich muss man sagen, dass für uns in Slowenien unverständlich war, dass europäische Institutionen der Europäischen Union eigentlich geholfen haben, in der Periode 2020 bis 2022 die Vorherrschaft der postkommunistischen Kräfte bei uns zu stärken. Das ist etwas, was mit unserer Erfahrung des Jahres 1989 vollkommen unvereinbar ist. Vielen Dank. Dankeschön. Da haben Sie noch eine Reihe von wertvollen Hinweisen gegeben. Bevor wir uns hier am Podium vielleicht darauf einlassen, möchte ich aber das Publikum fragen, ob es sich einbringen möchte, ob jemand eine Botschaft auf den Lippen brennt, weil es ja ein Diskurs aller sein sollte. Niemand. Gut. Ja, also ob alle einverstanden sind, das sei jetzt mal Das ist eine Ich möchte ein paar Bemerkungen quer abmachen. Herr Mauer, im Hinblick auf Ihren zweiten Punkt, panische Angst vor östlichem Nationalismus, lässt sich, glaube ich, nicht allein auf die Phänomene östlichen Nationalismus reduzieren. Denn wenn es darum geht, die Schottlandfrage, die Irlandfrage, die Baskenfrage, die Katalonienfrage, die Flammenfrage oder vielleicht auch am Rande immer noch die Südtirolfrage in Schach zu halten, vom Kosovo rede ich gar nicht, dann wird Deckel auf den Topf gelassen mit aller Macht und man möchte sich da nicht allzu sehr in nicht kalkulable Richtungen bewegen. Und mit dem Stichwort kalkulabel denke ich, einen wichtigen Aspekt ins Spiel bringen zu wollen, der gewisserweise auch diese Dichotomie widerspiegelt, zumindest mal in ihrer Intention, nicht der Intention der Dichotomie, sondern dessen, worum es geht, nämlich um die Vorstellung, Zukunft zu regeln. Und daher präventive Maßnahmen setzen zu wollen und daher entsprechend viel Informationen haben zu müssen, um die Lage entsprechend beurteilen zu können. Und das führt zu einer neuen Dichotomie, auf die in gewisser Weise Frau Kowalska angesprochen hat. Nämlich auf der einen Seite geht es um die Vorhersehbarkeit und Regulierbarkeit zur Erhaltung von Werten, Demokratie, Freiheit und allem Möglichen, was damit zusammenhängt. Und andererseits geht es um die Zwänge des ökonomischen, letzten Endes auch technischen und damit im Endeffekt wiederum politischen. Und wenn jetzt ganz konkret
die EU, wer immer das jetzt im Einzelnen sein mag, zwar auf der einen Seite sich als zuständig fühlt für die in dem Sinne positiv eingestuften Werte Europas zu kämpfen, sich einzusetzen, dafür zuständig zu sein. Auf der anderen Seite war es politisch-ökonomischen Gründen so und so viele Kompromisse zu schließen und Fragwürdigkeiten, dann ist die Glaubwürdigkeit nicht gegeben. Und das ist eines der Probleme der Komplexität der Organisation. Nicht, und so gesehen ist die Europäische Union zwar eine tolle Vision, aber in ihrer operativen Umsetzung im Grunde genommen eine Katastrophe, weil 100.000 Probleme von relativ wenigen Leuten eigentlich gesteuert und gesichert werden sollten, was meines Erachtens nicht gehen kann. Daher müsste man sich in der praktischen Umsetzung europäischer Werte und Zielsetzungen stark dezentralisieren und nicht alles irgendwo an einer Spitze mit aller Verantwortung und aller Legitimationsproblematik dann landen zu müssen. Kann ich. Bitte. Also natürlich war meine Zeit gut gemessen und vielleicht habe ich nicht genug betont. Meine Betonung liegt mehr auf dem zweiten Punkt. Also diese Angst ist schon wichtig, aber für mich war der entscheidende Punkt, dass das zu einer gewissen Naivität im Westen geführt hat hinsichtlich der kommunistischen Regimes und ihrer Natur. Natürlich proklamierten diese Regimes Internationalität und Diversität, aber die Praxis sah natürlich anders aus, wie wir auch in Serbien und anderswo gesehen haben. Ich möchte etwas dazu sagen, wegen dieser Dichotomie, vor allem in der Zeit nach der Wende. Wir haben gestern auch zwischen uns gesprochen. Ich sehe eine Ursache auch an das Benehmen, das ökonomische Benehmen von verschiedenen Unternehmungen und westeuropäischen Unternehmungen. Und in diesen nehme ich auch die griechischen Unternehmungen mit ein. Also die haben sofort nach der Wende diese Länder, die ehemaligen sozusagen kommunistischen Länder, werde ich einen Terminus verwenden, kolonialisiert, wirtschaftlich als Kolonien betrachtet. Das heißt, ich hatte im 1995 eine Vorlesung gehalten in der Uni und ich hatte verschiedene Daten meinen Studenten gezeigt, wie viele westeuropäische Fabriken und Banken und Unternehmungen und so weiter auf verschiedenen Balkanländern etabliert wurden. Und auf der einen Seite konnte man eine positive Seite sehen für das Wachstum der Wirtschaft. Auf der anderen Seite und mit der Zeit hat man gemerkt, dass es nicht das heimische ökonomische Leben dem heimischen ökonomischen Leben geholfen hat, sondern die heimischen, die Bulgaren, Serben, Rumänen und so weiter, als nebenseitig lebende Figuren manchmal sich betrachtet haben. Und das haben wir Griechen schon erkannt, sehr spät, nach der Krise 2010, 2020, als ein großer Teil dieser griechischen, schon expandierten Unternehmungen zurück nach Griechenland oder verschwunden waren von diesen Ländern. Das heißt, das war ein technisches Problem, das auf der anderen Seite hat die Westorientierung dieser Länder geholfen, auf der anderen Seite bis jetzt habe ich gemerkt, weil ich in Bukarest vor 10 Tagen war, in Braila, habe ich noch nicht gesehen diesen
dieses westliche Blick oder das westliche, wie wir meinen, das westliche Alltagsleben, das man vielleicht aus diesen ökonomischen Gründen erwartet hat. Und dann kann ich verstehen, diesen Gegenliberalismus in diesen Ländern. Und das gibt es auch bei uns, diese Diskussion, nicht nur in der Slowakei oder in Rumänien. Es ist mehr als sonst kompliziert, das möchte ich nur sagen, diese Dichotomie. Also wir haben, wie gesagt, gestern schon über die wirtschaftlichen Aspekte etwas gesprochen und führen das vielleicht heute etwas überraschend fort, aber das Thema drängt sich ja auf. Und ich habe gestern schon ein bisschen eine Gegenposition vertreten, die ich auch heute öffentlich vertreten möchte. Wie wäre denn eine andere Entwicklung denkbar gewesen? Natürlich, Ausbeutung ist nichts, was zu rechtfertigen ist. Ich glaube aber, dass die Ausbeutung der Region und auch des Mitteleuropas eine viel stärker, die für mich stärkste Ausprägung darin hat, wie man von der Migration zu profitieren versucht hat. Das war aber in erster Linie die Offenheit, von der natürlich individuell die Leute dann auch oft profitiert haben, Großbritanniens, das ja viel früher als zum Beispiel Deutschland seinen Arbeitsmarkt geöffnet hat für Migration aus Ostmitteleuropa und Südosteuropa. Und in Griechenland gab es ja diese richtige, damals tatsächlich, kann man sagen, fluchtartige Migrationswelle aus Albanien hauptsächlich, die dann sehr oft so in einer Schattenwirtschaft beschäftigt waren über mehrere Jahre hinweg und von deren tatsächlich griechische Kleinunternehmer oder Chemieunternehmen dann oft sehr profitiert haben, aber die Leute vielleicht erstmal nicht. Trotzdem, ich habe kürzlich gelesen in einem Buch, das ich am Samstag diskutieren darf, bei der Buch Wien von Cyril Stieger, ein Journalist der Neuen Zürcher Zeitung lange Zeit, der hauptsächlich aus dem nicht hauptsächlich, der aus verschiedenen Szenen des ex-jugoslawischen Raumes die Bedeutung des Ethnischen verfolgt und gleichzeitig auch in Frage stellt. An Orten wie Vukovar in Bosnien, einige Beispiele in Mitrovica im Kosovo. Und über ihn bin ich darauf gestoßen. In meiner Erinnerung hatte ich auch eine vage Erinnerung dran an die enorme Schuhfabrik, die es nahe Vukovar, ich glaube, Borovo gegeben hat. Und wenn die Zahl stimmt, ich habe sie jetzt nicht überprüft, die er da nennt, hatte diese Fabrik Mitte der 80er Jahre, Ende der 1980er Jahre 22.000 Mitarbeiter. 22.000 Mitarbeiter, die dort Schuhe gefertigt haben. Das war zu einer Zeit, als in Deutschland die Schuhindustrie, die früher in einer Region, in der ich auch einmal eine Zeit lang gelebt habe, in der Pfalz sehr bedeutend gewesen war. Pirmasens war das Zentrum in Deutschland, über Jahrzehnte, ja Jahrhunderte eigentlich sogar. Außer in Spezialisierung, die funktioniert hat, schon total im Niedergang begriffen war. In Italien das Gleiche, soweit ich weiß. Also es gab riesige Strukturen, selbst in Jugoslawien, das ja nicht so eine Tendenz zu Großbetrieben hatte wie die meisten anderen kommunistischen Länder, wo es noch ausgeprägter war. Wenn 22.000 Menschen in einem Feld gearbeitet haben, einem ökonomischen Feld, das in Westeuropa wirklich schon gar nicht mehr betrieben wurde, jedenfalls keinesfalls in dieser Weise, wie hätte der Betrieb überleben sollen? Waren das nicht wirklich, ich denke auch an den östlichen Teil meines Vaterlandes Deutschland, waren das nicht wirklich in den meisten Fällen Industriestrukturen, die nicht lebensfähig waren, sondern nur im Kommunismus funktionieren konnten, weil sie stärkstens subventioniert waren. Also ich glaube, dass das Gefälle, das ökonomische Gefälle wirklich enorm gewesen ist und auch noch viel stärker gewesen ist, als es die Statistiken der Zeit damals suggeriert haben, die offiziellen Statistiken aus den Ländern. Und
weiß nicht, ob sie hätte sicher vieles anders machen können, aber strukturell glaube ich nicht sehr vieles. Aber ich hätte gerne an Herrn Mauer noch gefragt, wo glauben Sie denn, dass diese Unterstützung des Machterhaltes für postkommunistische Parteien und ich sage jetzt auch Netzwerke sozusagen etwas gewesen ist, das der EU bewusst war, oder glauben Sie, dass es überwiegend aus einer Haltung herausgefolgt ist, in der man, um Ihr Argument aufzugreifen, diesen Nationalismus irgendwie obsolet und unsympathisch fand, der auf der Gegenseite häufig propagiert wurde, zum Teil ja aber auch bei der postkommunistischen Seite, um es noch komplizierter zu machen. Und bei den Postkommunisten vielleicht eher sozusagen eine geschmeidige Elite und Ansprechpartner gefunden hat, die sich besser einstellen konnten auf die Erwartungshaltung, die Gesprächserwartungshaltung, die westlichen Gesprächspartner bedient sehen wollten oder verstehen konnten. Also meinen Sie mehr Strategie oder war es mehr Unwissen und Ungeschick? Ich hätte jetzt noch eine Detailfrage, bevor Sie antworten. Auf die Nummer, die Sie genannt haben, die 22.000 Arbeiter bei dieser Schuhfabrik. Eine Frage, warum so viele? Vielleicht, weil der Gehalt nicht so hoch war und deshalb konnten die Deutschen, die diese Firma investiert hatten, bezahlen haben. Und das ist wieder die Kolonialisierung, worüber ich gesprochen habe. Ich weiß der nicht. Betrieb ist kaputt gegangen. Der Ist war kaputt der gegangen, war zu aber- jugoslawischer Zeit, es gab keinen deutschen Investor dort. Ja, Das war aber ein doch, gutes aber das Teil. ist, die hatten aber weniger Gehalt, deshalb konnten sie das Ja. oder? Ja. Und das Ja. ist auch später dasselbe. Also, als die Leute, die heimischen Leute in den 90er Jahren, haben nicht dasselbe Gehalt gehalten wie die anderen Westeuropäer in Deutschland. Aber Oder- selbst im wohlhabenden Bayern verdienen wir viel weniger als in der Schweiz. Wo ist das? Ja, ich Wir können vergleiche auch- im wir können auch nicht die Schweizer Land, Gehälter nicht geben. in den verschiedenen Ländern. Also zuerst, ich stimme Ihnen, Herr Dr. Kleving, grundsätzlich zu. Ich möchte vielleicht nur ein Detail ergänzen. Ich war vor 11 Jahren in Belarus und dort in einem großen Kaufhaus. Dort machen 4 Mitarbeiterinnen das, was bei uns eine Mitarbeiterin macht. Und das ist dann sozusagen Erfolgsrezept für so viele Beschäftigte, die natürlich nur in einem geschlossenen System dann funktionieren können. Und daher gebe ich Ihnen grundsätzlich recht. Was Ihre Frage betrifft, ich glaube tatsächlich, dass das Unwissen an erster Stelle steht. Dann zweitens kann man auch über den Geschick der ehemaligen kommunistischen Funktionäre sprechen, weil sie genau gewusst haben, was sie zu sagen haben. Und öffentlich natürlich proklamieren sie die liberalen Werte als ihre Werte, aber weil sie eigentlich seit mehreren Jahrzehnten an der Macht sind sie natürlich konservativ oder sogar reaktionär eingestellt. Und das sieht man natürlich im Westen nicht. Was diese Intervention von 2022 oder 2021 betrifft, muss ich sagen, dass dort wirklich dieses Unverständnis, dass
die Ungleichheit, die von den Monopolen des ehemaligen kommunistischen Systems verursacht wurden, tatsächlich überhaupt nicht verstanden wurden. Vor allem von den EU-Funktionären aus diesem protestantischen Europa, aus den Niederlanden, aus Belgien und so weiter. Und da gibt es wirklich ein großes Unverständnis und ein großes Gefälle, muss ich schon sagen, das sich bei uns so auch bestätigt hat. Harald, Bitte. ich habe noch eine Bemerkung an Frau. Sie müssen sowas haben. No, it's okay. Das So, ist aber nicht abgenommen. an Frau Hering wegen Wirtschaftsentwicklung. In Slowenien nach dem Ersten Weltkrieg war Slowenien noch immer viel agrarer als Industrieland. War kein Kapital. Für Wirtschaft in unserem Raum war tschechische Kapital die wichtigste. Tschechische Firmen haben investiert in Slowenien und Slowenen brauchen so 10 bis 15 Jahre, sich alles zu lernen, Kapital akkumulieren und dann sich weiterzuentwickeln. Und diese Firmen, die entstanden in den 30ern, vor dem Zweiten Weltkrieg, waren nach 1945 alle nationalisiert. Und dann war der Weg in unsere Zukunft so geschlossen. Wegen Borovo. Wir haben auch eine Textilfirma in Murska Sobota, hat, ich weiß nicht, 7.000, 8.000 Leute. Die wollte dieses System, diese Firma bis zum 2000, 2005 erhalten. Aber im Grunde geht das nicht. Du kannst nicht gegen ökonomische Kriterien arbeiten, sodass diese Wirtschaft, die wichtigste für die Wirtschaft ist Wissen, Geld und Konkurrenz. Und Technik. Bitte? Technik. Ja. Ja, nur das, danke. Gut, Dankeschön. Wir sind knapp am Ende unserer ersten Runde. Ich möchte Herrn Mauer noch mitteilen, weil Sie gemeint haben, dass damals vorwiegend Unwissenheit eine Rolle gespielt hat. Ich kann mich selbst an eine Tagung 1991 in Leipzig erinnern, bei der es zwar primär um die Vorgeschichte der deutschen Vereinigung ging, aber es war damals als einer der Referenten ein deutscher Delegierter des Europäischen Parlaments, der Rühwarm erzählt hat, wie entsetzt er und seine Leute waren, mit welcher Ignoranz die englischen, französischen, sonst was Parlamentarier von der ganzen Wendegeschichte zur Kenntnis oder nicht zur Kenntnis nahmen. Also hier war überhaupt kein strategisches Denken, kein Vorwissen, kein nichts vorhanden und deswegen hat man in den ersten Jahren bis hin dann zum Bosnienkrieg eigentlich nur herum improvisiert, weil man eigentlich keine gemeinsame Linie gefunden hat. Und weil ich auf den Appell einer rechten Nachbarin auf Mitteleuropa nicht extra eingegangen zu sein, reagieren möchte und Frau Kowalska nebenan sitzt, möchte ich nur noch eine kurze Bemerkung machen. Es erschien mir auch für unseren thematischen Kontext passend, darauf hinzuweisen, dass in den 90er Jahren, also bald nach der Wende, sich die sogenannte Visegrad-Staatengruppe gebildet hat, die aus ihrer ostmitteleuropäischen Gemeinsamkeit sich gegenüber der damaligen europäischen Gemeinschaft als Kleinkollektiv auftretend signalisiert hat, wir können gemeinsam gegenüber der EU oder damals noch nicht EU anders argumentieren, als wir jetzt Einzelkämpfer auftreten.
Einen analogen Fall auf der Balkanseite gibt es nicht. Ich meine, es gibt zwar in der Zwischenkriegszeit verschiedene kurzfristig im Endeffekt nicht wirklich funktionierende Versuche einzelner Balkanstaaten einen Block zu bilden, um damit gegenüber der damaligen europäischen Welt an Gewicht zu gewinnen, aber aufgrund der dispersen Situation nach 1945 und auch dann nach der Wende ist das nicht sichtbar. Und daher sind viele dieser im Wettlauf, im Einzelkampf natürlich vor einem schweren Schicksal, weshalb es die einen schon geschafft haben und die anderen bald schaffen, hoffen wollen und die Dritten noch immer warten. Nicht? Gut, wir haben jetzt 10:32 Uhr. Ich darf allen danken, die entweder aktiv oder passiv und auch mithören, ist ein aktiver Vorgang. Danken für Ihr Mittun und eröffne jetzt die, glaube ich, intendierte Kaffeepause. Da draußen ist irgendwas aufgebaut und um 11 Uhr geht es dann weiter und dann kann meine Nachbarin endlich zum Zug kommen. Ja.